Also wenn man laufen würde, wären es 54 Tage. Hey, aber das ist ja von dort bis Afrika. Hallo, ich heiße Ruta, bin 10 Jahre alt, ich komme aus St. Gallen. Meine Hobbys sind Joggen und Velofahren. Und daheim tue ich auch gerne backen. Anne misnati Familie, aber sie schmunte Anne gerne. Das war gerade so. Übersetzung ist, ich bin hier mit meiner Familie 8 Jahre am Leben. Eritrea hat am 24. Mai Geburtstag und da feiern wir immer mit unseren Bekannten, weil ich dort auch Geburtstag habe. Eritrea, es tut immer viel tanzen, also wenn jemand heiratet oder bei Taufen, einfach Feste. Das ist ein Instrument, das heißt auf Tigrinya Koboro. Hier macht man immer den Puls. Man macht immer so. Wenn man hier von der Schweiz bis zur Genete laufen will, braucht man 54 Tage. Aber viel besser ist, wenn man von hier bis Asmera mit dem Flugzeug geht und nachher 1 Stunde mit dem Auto fährt oder mit Zug. Hier liegt die Geneti und hier bin ich auch geboren. Und hier ist die Kirche, wo ich getauft geworden bin. Als ich 2 Jahre alt war, bin ich hier in die Schweiz gekommen und darum erinnere ich mich nicht so gut. Aber meine Omas und Opas sagen mir immer, wie es ist. Ich finde das ein bisschen traurig, weil ich auch meine Omas und Opas sehen. Aber jetzt ist es ein bisschen besser, weil ich kann ihnen fast immer anrufen und ja. Das ist ein normaler Kaffee, aber wir machen das selber warm und braten. Der Kaffee von hier ist viel besser als die Kaffeemaschine. Religionen sind in Eritrea, also es gibt muslimisch, es gibt orthodox, es gibt evangelisch und es gibt katholisch. Unsere Religion ist katholisch und da ist eine große Kette und da haben meine Eltern da gemacht, dass Jesus ihn immer beschützen kann. Wenn man zum Beispiel etwas wird sagen, aber man will nicht, dass der andere weiß und die Person ist gerade im gleichen Land wie du, kann man einfach auf der gleichen Sprache sagen. Und dann kann der andere es nicht verstehen. Das Coole am zweiten Tag ist, dass ich von Eritrea und aus Europa essen kann und dann habe ich auch mehr Auswahl. Wir machen jetzt Injera, das ist ein traditionelles Gericht. Und wir haben das schon hier vorbereitet. Wir warten noch, bis es heiß wird. Und dann machen wir das und dann wird es so. Das ist Injera und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Also Injera tun wir immer mit der Hand essen. Das war meine zweite Zuhause. Und wenn du noch mehr erfahren von SRF gibt, abonniere einfach den Kanal.